Ja, hier ist schon wieder eine schlimme Sache passiert. Sag ich, was denn? Da sitzt einer im Knast, ich muss Kaution bezahlen. Sag ich, lass den Vogel drin! Thematik möchte ich mich wie folgt äußern. Der Aufsichtsrat ist in erster Linie für die Einhaltung des festgelegten Budgets verantwortlich. Das vorgegebene Budget ist eingehalten worden. Was nicht funktioniert, sind die finanziellen Hauptsäulen, die zur Sicherung des Budgets sorgen. Dies wären die zwei Hauptströme: Zuschauereinnahmen. 2 Jahre gegen den Abstieg gespielt, dann abgestiegen und wundern uns, dass die Zuschauer ausbleiben. Ein Panoptikum. Die zweite Hauptsäule, die Sponsoreneinnahmen. Diese zweite Hauptsäule hängt eng ab von der Attraktivität unseres Vereines, von dem sportlichen Erfolg und von dem Fleiß unserer Verantwortlichen, unserer hauptamtlich angestellten Leute, der nur gemessen werden kann, wie viel Geld wird in jedem Monat in die Kasse des FCC eingespielt. Zu dem absolut finanziell positiven Moment gehört in diesem Berichtszeitraum die Meisterung des finanziell kritischen Zeitpunktes 30.06.2012. Wir stiegen sportlich ab, Attraktivität war weg, 800.000 Euro Fernsehgeld waren weg, sinkende Zuschauerzahlen waren in diesen Niederungen des Fußballs, wo wir uns gegenwärtig befinden, zu erwarten. Und wir hatten zum 30.06.2012 Schulden in Höhe von 1.450.000 Euro. So standen wir vor einer äußerst kritischen finanziellen sowie existenziellen Situation. Hier zeigte sich erneut eine große Lebenserfahrung. Nur in kritischen Situationen zeigen sich wahre Freunde, wahre Gönner, zeigt sich die vom Herzen kommende Identität mit unserem FC Karl Zeiss. Ich sage Ihnen das gleich ganz offen. Dank des großen Kämpferherzens unseres Präsidenten Rainer Zipfel war es möglich, gemeinsam diese äußerst kritische Situation zu meistern. Es fand eine Reihe gemeinsamer Beratungen, Aufsichtsrat und Präsidium sowie eine Anzahl von Telefonkonferenzen und persönlicher Gespräche zwischen Rainer Zipfel und mir statt. Ich denke da einmal an den Höhepunkt, als ich nachts 22 Uhr von Berlin hier runtergereist bin, wir uns im Cento-Park trafen und ich dafür gekämpft habe mit dir, Rainer, wir melden keine Insolvenz an. Wir wussten zwar nicht wie, wir haben aber immer gesagt, wir sind Kerle genug. Und wir haben solche Typen an unserer Seite, ich im Aufsichtsrat und du im Präsidium, dass es möglich ist, diese Schande von uns abzuwenden. Wir haben zwar in der Nacht auch noch mal Rappa in die Birne reingehauen, aber wir haben leider die Lösung gefunden, die wir den Kurven kriegen. Und dafür bin ich dir dankbar. Diese Bemühungen hatten vor allem zum Ziel, die Erarbeitung des Sanierungskonzeptes mit der Zielfunktion des Verzichtes von Viergläubigern in Höhe von rund 800.000 Euro. Dieses Sanierungskonzept wurde dann unter Führung unseres effizienten Präsidenten mit großem Erfolg umgesetzt. Deswegen gilt der Dank des Aufsichtsrates auch dem Land Thüringen, der Stadt Jena, der Sparkasse Jena sowie Herrn Böttcher. Herr Böttcher, ich möchte Ihnen sagen, ich weiß, was es bedeutet. Sie geben als Privatmann die Kohle. Ich habe in den letzten 2 Jahren auch 750.000 persönlich hier hingeschmissen und weiß, dass das nicht von ohne ist. Aber Herr Böttcher, ich danke Ihnen, aber die 7.000, die noch offen sind, geben Sie Ihren Herzenstoß. Auch Ihnen geben Sie doch uns noch die Herzen. Des Weiteren wurden zur erfolgreichen Meisterung dieser kritischen Situation 350.000 Euro weitere Liquidität
So hoffen wir heute noch auf 300.000. Wie diese beseitigt werden, hat der Präsident aufgezeigt. Rainer, gemeinsam werden wir das auch so schnell wie möglich schaffen. An dieser Stelle sage ich meinen Dank dem Präsidenten und seinen treuen Präsidiumsmitgliedern. Rainer, ich hoffe, dass du nun noch ein bisschen mehr Glück hast bei der Wahl deines Finanzchefs. Mein Dank gilt meinen treuen Aufsichtsratsmitgliedern, die tatkräftig an der Umsetzung des Sanierungskonzeptes teilgenommen haben. Zur Arbeitsweise des Aufsichtsrates. In dem zurückliegenden Berichtszeitraum. Es wurden 4 Aufsichtsratssitzungen in dieser Zeit durchgeführt, bei einer 100%igen Teilnahme. Ständiger Gast war der Präsident und Teile seines Präsidiums sowie der Cheftrainer Herr Patrick Sander. Diese Aufsichtsratssitzungen wurden ergänzt durch eine Reihe von Telefonkonferenzen zu Tag- und Nachtzeiten sowie vor allem gestatteten uns diese Telefonkonferenzen ein schnelles und effizientes Handeln miteinander. Permanente Tagesordnungspunkte waren die Einschätzung der finanziellen Situation durch den Geschäftsführer Herrn Stapelfeld und des jeweiligen Vorstandsmitgliedes Finanzen. Die Organisation eines aktiven Sponsorings, die Einschätzung der sportlichen Situation mit der Berichterstattung durch den jeweiligen Cheftrainer. Der war in diesem Berichtszeitraum Gott sei Dank nur einer, nämlich Sie, Herr Sander. Harte Entscheidungen mussten gefällt werden, Empfehlungen wurden entsprechend der geltenden demokratischen Regularien ausgesprochen. Es gab auch entsprechenden Widerstand. Neid und Missgunst schlugen uns, besonders mir persönlich entgegen. Aber es kann in diesem Verein nicht um persönliche Befindlichkeiten gehen, sondern einzig und allein um die Sache, um unseren FCC. Liebe Mitglieder, treue Fans und liebe Freunde, welche Schwerpunkte stehen vor uns? Das wäre erstens, und dafür sind wir hauptverantwortlich mit, die Absicherung der finanziellen Aufgabenstellung. Das heißt, die schnellstmögliche Beseitigung der Restschulden in Höhe von 300.000 € sowie die Sponsoring-Einnahmen müssen grundsätzlich erhöht werden. Die Rolle von Sport 5 wurde von Rainer positiv bewertet. Auch wir und ich im Speziellen stehen dieser Sache sehr, sehr positiv gegenüber. Wir sind für jeden Euro dankbar, den wir hier in der Stadt Jena und im Umfeld von jedem erhalten. Ich kann mich nicht tief genug verbeugen. Aber um einen Quantensprung zu machen, brauchen wir auch große Sponsoren. Und da haben wir die unterschiedlichsten Dinge in den letzten Jahren hier probiert mit Sport 5. Ich hatte am gestrigen Tag ein 3-stündiges Gespräch mit denen in Berlin erneut auch wieder gehabt. Habe nebenbei gemerkt, mein Sponsoring-Kontrakt unterschrieben gestern für dieses Jahr einer. Das Ding ist also auch unter Dach und Fach. Und ich bin davon überzeugt, dass wir das mit Sport 5 hinkriegen. Wir müssen nur Sport 5 auf der einen Seite sie wirklich fordern, nicht nur fördern, sondern vorwärts treiben. Sie wissen ja, die Menschheit besitzt immer ein gewisses Trägheitsmoment in sich und wir müssen in der Physik geschieht das durch einen Vektor mathematisch dargestellt und hier, dieser Vektor sind wir. Wir müssen die vorwärts treiben, dass die echt zu einer wahren Effizienz oder Performance geführt werden. Die Effizienz, vor allem dürfen wir diese ganze Angelegenheit Sponsoring nicht nur auf die Schultern von Sport 5 verlagern, sondern wir müssen ganz klar rein, und da bitte ich dich darum, und auch noch zu härteren Mitteln zu greifen. Alle Leute, die in Jena beim FC Carl Zeiss auf der Lohnliste stehen, haben einen höheren Beitrag zu erbringen. Sie müssen ganz einfach mehr für ihr Geld leisten. Wir machen das ehrenamtlich, bringen noch einen Rucksack Geld mit und alle anderen, die hier Geld kriegen, haben mehr zu leisten, nicht mehr zu arbeiten. Es geht nicht um Arbeit, sie müssen mehr leisten. Das ist ganz was anderes. Sponsoring heißt aber auch
Pflege unserer hochverehrten Sponsoren. Wir müssen stets bedenken, bei all unserem Handeln, es ist eine der wichtigsten Einnahmequellen für einen erfolgreichen Profifußball. Gehen wir bitte mit diesen Leuten, die hier bereit sind, Geld zu geben, in sensibelster Form mit diesen Leuten um. Der zweite Schwerpunkt unserer Arbeit, die sportlichen Leistungen, vor allem unseres Aushängeschildes der ersten Mannschaft. Dazu möchte ich zum Ausdruck bringen. Wir, das heißt alle Gremien, alle Festangestellten sowie alle Spieler müssen ohne Wenn und Aber den Karren gemeinsam aus dem Dreck ziehen. Wir müssen diese gegenwärtigen Niederungen des Fußballs verlassen. In dieser Saison nur für Phantasten noch möglich, für mich nicht. Deswegen geht es um die Hoffnung, dass Red Bull aufsteigt und die Bühne frei wird für uns. Die Zeit bis zur Beendigung der Frühjahrssaison 2013 ist zu nutzen, um klare Vorstellungen zu entwickeln, wie soll die Mannschaft für die Saison 2013-2014 aussehen. Die Hauptaufgabe der nächsten 5 Monate, wobei ich bereits heute klar zum Ausdruck bringe, es gibt für die neue Saison nur ein Ziel und das heißt Aufstieg. Dazu gibt es keine Alternative. Wir müssen wieder an die Töpfe der Fernsehgelder heran. Wir müssen ganz einfach unsere mediale Präsenz erhöhen als Basis für ein weiteres erfolgreiches Sponsoring. Unter dieser Prämisse bitten wir dich, Rainer, die entsprechenden Vertragsverhandlungen mit Patrick Sander und seinen treuen Assistenten zu führen und so schnell wie möglich unter den Bedingungen des FC Karl Zeiss Jena zu Ende zu führen. Wir brauchen ganz einfach eine Planungssicherheit. Wir müssen bereits heute zielstrebig und mit aller Konsequenz auf dieses Ziel zuarbeiten. Ich finde das in Ordnung, dass der Cheftrainer Verständnis dafür hat. Jeder Mensch hat seine Wünsche und Vorstellungen auf Wünsche und sagt, Trainingstage, alles gut und schön. Konzentrieren wir uns darauf, diese Truppe zusammenzustellen, dass wir für die nächste Saison wirklich eine schlagkräftige Truppe haben, mit der wir dieses Ziel Aufstieg angehen können. Herr Sander, wissen Sie, wir müssen beide uns mit großen Beinen, wir hatten einige Gespräche auch miteinander. Ich schätze Sie sehr, ich habe eine hohe Meinung von Ihnen. Sie demonstrieren das, ich komme mit Ihren Gedankengängen weitestgehend klar, musste mich erst ein bisschen an Ihre spitze Zunge gewöhnen, aber ich komme mit Ihren Grundgedanken sehr gut klar, kann mich mit Ihnen identifizieren. Sie zeigen klare Signale durch die Sesshaftmachung in Jena. Bitte geben Sie Ihren Herz einen Stoß, bleiben Sie hier und führen Sie die Vertragsverhandlungen entsprechend unserer Möglichkeiten zu Ende. Dass Sie nicht nur kein Abzocker sind, davon bin ich auch überzeugt. Herr Sander, gehen Sie in sich, unterschreiben Sie das Ding. Unser Verhältnis zu den Fans. Ein Club wird die nötige Geschlossenheit immer nur dann haben, wenn er auch die Fans emotional auf seiner Seite weiß. Leben und handeln wir nach diesem Grundsatz. Unsere hochverehrten Fans haben dies verdient. Viele bedeutende und unbedeutende Menschen im Fußball und darüber hinaus äußern sich gegenwärtig kritisch zu den Fans. Es sind noch mehr die Minderheiten, die in unseren Stadien das normale menschliche Miteinander durcheinander bringen. Reden wir doch über die 99,%. Es dürfen auch keine populistischen Profilierungen auf den Rücken unserer Fans ausgetragen werden. Wir
nochmal zum Ausdruck bringen, was unsere Fans die letzten 3 Spieljahre so erlebten hier bei uns. 2 Jahre Kampf gegen den sportlichen Abstieg, Kampf um die Erhaltung der Existenz, Abstieg in Niederung des Fußballs, wo sich Fuchs und Hase gute Nacht sagen. Kümmern wir uns doch primär um unsere Fans. Das heißt, befreien wir sie von ihrem Ärger und Frust und bringen gemeinsam den FCC wieder auf ein sportlich höheres Niveau. Dies vor allem an die Adresse unserer hochverehrten Spieler. Viertens, die von mir aufgezeigten Grundsätze können wir nur zielstrebig erreichen, wenn es auch in der kommenden Periode ein konstruktives Miteinander aller Gremien gibt. Legen wir alle zu, die Wahlen des Aufsichtsrates stehen zur nächsten Mitgliederversammlung des Jahres 2013 an. Liebe Freunde, kommen wir zu einem existenziellen Problem der Basis für jede weitere erfolgreiche Entwicklung des Fußballs in der Stadt Jena, dem Stadionbau. Zwischen erfolgreicher sportlicher Entwicklung, wie heute mit aller Konsequenz aufgezeigt, und Entwicklung sowie Bau oder Umbau unseres Stadions besteht ein kausaler Zusammenhang. Vor allem die weitere erfolgreiche Sponsorengewinnung und die positive Entwicklung unserer Zuschauerzahlen stehen in engster Korrelation zu unserem Stadionbau. Sport 5, liebe Freunde, ist zum Beispiel hier in Jena erschienen, doch nicht, weil wir in der 4. Liga Fußball spielen, sondern der Hauptmagnet ist der propagierte Stadionbau. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, herzlich willkommen, vor allem auch herzlich willkommen Ihnen als glühendes Mitglied unseres FCC, sowie ein herzliches Willkommen allen Vertretern der Stadt Jena. Herr Jauch, auch Ihnen persönlich ein herzliches Willkommen. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, die Mitteilung, Veröffentlichung in den letzten 2 bis 3 Wochen in den Zeitungen schrecken unsere gesamte Familie FC Carl Zeiss auf, erzeugen eine große Nervosität und Unsicherheit. Herr Oberbürgermeister, hier in Jena wurde bis zum heutigen Tag einer der effizientesten Wirtschaftsstandorte entwickelt. Und glauben Sie mir das, wenn ich von Berlin hier runterfahre, ich bin nicht nur ein Fan vom FC Carl Zeiss, ich bin auch ein Freund Ihrer Stadt und mit einer Freude fahre ich über Ihre Stadtgrenze hinweg. Hier wird ganz eindeutig demonstriert, was es heißt, einen Wirtschaftsstandort mit höchster Performance zu entwickeln. Nach langjährigen und zähen Verhandlungen und unter starker Unterstützung auch Ihrer Funktionsträger, speziell von Herrn Jauch, steht die Entscheidung der Bereitstellung von den entsprechenden Millionen Fördermitteln vor dem Abschluss. Sind wir doch alle froh und glücklich, dass wir gemeinsam so weit gekommen sind. Dies ist eine einmalige Chance, in dieser Höhe geschenktes Geld zur Entwicklung einer Infrastruktur für erfolgreichen Leistungsfußball in Jena zu erhalten. Herr Oberbürgermeister, wir wollen doch nicht den Haushalt Ihrer Stadt gefährden bzw. durcheinander bringen. Wir möchten nur gemeinsam eine sinnvolle Transformation dieses hoffentlich bereitzustellenden Geldes im Interesse des FC Carl Zeiss erreichen. Es muss doch möglich sein, eine entsprechende Gegenfinanzierung für den Eigenmittelanteil zu entwickeln bzw. darzustellen. Herr Jauch, speziell Sie geben uns immer wieder große Hoffnung, dass dies uns gemeinsam gelingen wird. Die Städte Halle, Zwickau, Chemnitz, Erfurt mit weitaus geringerer wirtschaftlicher Performance, die weit hinter Jena herlatschen von der Infrastruktur und von allem, zeigen uns, wie es mit Fußballstadien geht oder gehen soll. Herr Oberbürgermeister, liebe Verantwortungsträger der Stadt Jena, lasst uns gemeinsam den letzten Schritt zur Realisierung dieses Bauvorhabens gehen, im Interesse eines sportlich
leistungsstarken FC Carl Zeiss. Wir als Großfamilie des FC Carl Zeiss sind jedenfalls dafür frei. Liebe Freunde, wenn jeder in unserer Großfamilie einen größeren Beitrag ab sofort abliefert, dann ziehen wir auch gemeinsam die Karre aus dem Dreck. Und eins möchte ich Ihnen noch sagen, jawohl, wir sind sportlich abgestiegen. Wir müssen aber auch an dieser Stelle hinweisen, wir wurden auch betrogen. Wie kann es sein, dass 3 Monate nach Lizenzverteilung Aachen Insolvenz anmeldet, Rostock einen zweistelligen Millionenbetrag rumpinselt mit dem Geld, Osnabrück das Gleiche. Wo sind wir denn angekommen hier? Liebe Freunde, wir haben das Präsidium als auch der Aufsichtsrat Ihnen unsere Meinung gesagt, Ihnen aufgezeigt, wie wir das angehen wollen, dass das Schiff wieder mit der entsprechenden Geschwindigkeit und nur vorwärts fährt. Dazu wünsche ich Ihnen auch in diesem Jahr wieder eine echte sibirische Gesundheit und denken Sie immer an die Titanic. Danke.